Ein paar Bluttropfen genügen. Und schon soll man wissen, ob man vom Virus infiziert ist. Diese Schnelltests funktionieren wie Schwangerschaftstests. Innerhalb Minuten zeigen Balken an, ob das Resultat positiv ist. In China, Südkorea oder Singapur sind solche Tests bereits in Gebrauch. Bei uns kommen sie erst. Was sie nachweisen, sind Antikörper auf das Virus im Blut. Bei jeder Infektion, etwa durch das SARS-CoV-2-Virus, wird unser Immunsystem aktiv. Sogenannte B-Lymphozyten bilden Y-förmige Antikörper, die das Virus markieren. Der erste Antikörpertyp, der bei einer Infektion aktiv wird, sind IgM. Sie entstehen in der Akutphase und bleiben nicht lange im Blut. Die nächste Stufe sind IgG-Antikörper. Sie werden frühestens nach 2 Wochen gebildet. Bei Covid weiß man noch nicht, wie lange sie uns im Blut erhalten bleiben. Antikörper zeigen also, dass unser Immunsystem auf eine Krankheit reagiert hat. Ein Nachteil aber ist, die Bluttests geben erst 7 Tage nach einer Ansteckung ein erstes positives Resultat: den IgM-Balken. Wenn der IgG-Balken aufleuchtet, heißt es, die Infektion ist in einer noch späteren Phase oder sogar schon vorbei. Jalisha ist Immunologin. Sie forschte früher an der Uni Bern. Wir erreichen sie jetzt in Peking. Sie hat selber einen solchen Test entwickelt. Sie will ihn in die Schweiz bringen und steckt in der Zulassung. Am Anfang hatte auch China nur die PCR-Abstrichtests. Die Fehlerquote ist recht hoch. Nachher kamen die Antikörpertests auf. Jetzt sind etwa 5 Firmen in China auf dem Markt, die solche Bluttests verkaufen dürfen. Sie sind sehr effizient. Vor einigen Tagen am Spital Schwyz. Wie überall werden auch hier nur die teuren und knappen Abstrichtests gemacht. Sie weisen das Virus direkt via Genanalyse nach und sind bis jetzt die einzige Art, eine akute Erkrankung nachzuweisen. Die Analyse braucht teure Labormaschinen, wie hier am Unispital Genf. Mit schnellen Bluttests könnte man einfacher mehr Personen testen, schlägt Jalisha vor. Ich denke, diese Schnelltests könnten nützlich sein, um eine Vorselektion zu treffen. Denn sie sind schneller als die Abstrichtests, die normalerweise 2 bis 3 Stunden dauern. Dieser Test dauert 2 bis 10 Minuten. Nur wer bei diesen Tests positiv ist, sollte nachher auch noch einen PCR-Test machen. Das wird in China bereits gemacht. Aber Studien zeigen, dass die Tests in 10% der Fälle noch falsch liegen. Darum sei eine andere Anwendung derzeit sinnvoller, sagt Katharina Böhme, die für die WHO die Schnelltests bewertet. Aber ich denke, das Fazit ist, dass diese Tests auf jeden Fall eingesetzt werden sollten, um die Pandemie zu monitoren, zu überwachen, dass es Sinn machen würde, Gesundheitspersonal zu testen, aber auch Patienten mit Familienangehörigen, die besonderen Risiken ausgesetzt werden. Und ich denke, wie gesagt, wir werden ganz bald mehr Daten haben, die vielleicht einen breiteren Einsatz dieser Schnelltests innerhalb der nächsten Woche schon möglich machen. Schon in 2 Wochen will Böhmes Organisation FIND Empfehlungen für die Weltgesundheitsorganisation herausgeben, welche Tests gut sind.